Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins of Pelzig. Ja, dann gehen wir dann nochmal zu dem Verbindungsmann, da können wir wenigstens noch ein paar Aufträge abliefern, glaube ich. Weil ich habe keine Ahnung im Dorf, wo der Typ hier sonst noch sei, zu finden wäre. In der Kerr steckt er nicht, in der Taverne bestimmt auch nicht. Caitlins Haus wohl eher an, genauso wenig wie im Gewichtwarelader. Jetzt müssen wir nochmal hier irgendwie durchfinden, durch das Wirrwarr an Häuser. Wie wir da am besten hinkommen. Ich glaube aber so, ja. Mhm. Hervorragend. So, da hat er entweder was für uns oder hat halt nichts. Ja. Okay, da konnte man noch eine Quest abliefern. Und er hat hier nichts für uns. Okay. Na gut, also Eddie konnte man wenigstens abliefern. Dann muss dieser Gareth anscheinend wirklich in Schloss Redcliffe sei. Ich gucke jetzt mal vorsichtshalber noch, ne? Wo war dann das? Gemeinschaft der Magier war das, glaube ich, ne? Ja. Kommandant Harith. So ist der Geschenke, bla bla. Ja, ein Lyrium als Beweis. Das kann ich natürlich so machen. Das wollen wir aber nicht. Kommandant Harith, wo steckt denn dieser Knetkopf? Gewittert unerkeidlich. Ich hasse sowas. Dann muss der wohl wirklich in Schloss Redcliffe sein, wenn es hieß, der sei in Redcliffe. Ansonsten kümmern wir uns auch um die Sache vom Arschlagtafel des Kantors. In der Kirche haben wir in der letzten Episode vorgestern ja auch reingeguckt. Ja, dann müssen wir zur Burg wieder. Ich guck mal. Vielleicht steckt er ja auch irgendwo in einem anderen Stockwerk von der Burg. Man weiß es als nicht so genau. Wir können ja vielleicht auch über die Windmühlerei gehen. Oder ist er da? Ah, da steckt er. Ah, hier, bitteschön. Oh, wonderful. I always appreciate correspondence from my upstanding friends in the Collective. On behalf of myself and my men, I thank you. I'll make sure the Collective's generosity is reciprocated. On your way now. Okay, sehr schön. Dann hätte man den Krust jetzt nämlich auch noch aktualisiert. Hervorragend. Sehr, sehr gut. Das hätte mich jetzt nämlich arg gewurmt. Und da kommen wir nämlich wieder auf die Weltkarte. Dann schauen wir doch mal, ob hier was Neues entstanden ist. Tatsächlich hier Karawane und Schlachtfeld. Gehen wir doch glatt hier. Es sei denn, wir werden natürlich in der Umgebung Lothering. Und man sieht auch immer mehr, wie sich hier der Kaffeefleck auf der Karte, ausbreitet. Eva hat ein bisschen arg Kanke beim Lader. Vor lauter Gut in der Hinterlande. Guck, was wir Hinterwäldler uns hier attackieren. Haltepunkt am Straßenrand. Trickser-Jux. Okay, das sieht man aber noch irgendeinem dummen Zauber dann aus, wenn es ein Trickser-Jux ist. Und holen wir uns auch noch einen blutigen Leichnam. Die Elfenwurzel, natürlich, was auch sonst. Mhm. Ganz edler Typ. Okay, dann frieren wir ein und das sind noch weitere Trickser-Juxe. Schmeißen wir doch gleich mal was drauf. So ein toller Boss ist das jetzt auch nicht. Jo, hat sich erledigt. Wir aktivieren mal die Kampfmagie. Okay, Morrigan hat auch gleich noch ein Level gekriegt. Der Chef Jux, was hat er dann bei sich? Ui, fast 3 Goldmünze. Kriegsstiefel des Magus. Ja, kann ich allerdings nur als Magier tragen. Plus 12 Verteidigung. Das ist doch ziemlich cool. Bietet mir auch ordentlich Rüstung und eigentlich auch kaum merklich mehr Erschöpfung. Weißt du was? Das tragen wir doch glatt. Die Kriegsstiefel des Magus. Und Morrigan kann dann das Zeug hier nehmen, die Schreiter des Nichts. Besser.
So, was haben die noch hier bei sich? Leeres Pergament. It is begun. Natürliche Elfenwurzel, was man halt immer so bei sich trägt. Und wir reisen weiter. Ah, Moment. Aber vorher... Morrigan. Kriegst du ein bisschen mehr Magie, ein bisschen mehr Willenskraft und ein bisschen mehr Konsti. Lebenswächter. Der Zaubernde belegt einen Verbündeten mit einem schützenden Zeichen, das dessen Gesundheit wiederherstellt, wenn er dem Tode nahe ist. Oh, das ist natürlich ziemlich cooler Scheiß. Müssen wir bei Gelegenheit gleich nochmal hier festlegen. Irgendein anderer Schrottzauber kommt dafür weg von Morrigan. Müssen wir jetzt wahrscheinlich die Karawane vor Darkspawn verteidigen, ne? Uno momento, por favor. Wir gehen erstmal bei Morrigan wieder rein. Auf die Zauber und Talente. Dafür schmeißen wir... Was schmeißen wir dann raus? Massenverjüngung. Ja. Dann machen wir dafür die heldenhafte Aura mal kurz weg. Machen dafür das hier. So, so und so. Jawohl. So wird auch ein Schuh draus, ne? Genlock. Oh, ja. Die sind wohl gänzlich tot. Ich glaube auch kaum, dass die Genlocks mit uns sprechen werden. Das wird wohl jetzt zum Kampf kommen, wenn wir hier gehen. Ja. Alles andere hätte mich auch stark gewundert. So, das ist für euch. Dann gibt es hier noch was für euch. So. Ja, die Genlocks können wir auch mal gleich wegknistern. Da ist noch was Stärkeres. Der kriegt eine Versteinerung ab. Hat offenbar funktioniert. Und komm schon. Okay, das war's dann wohl. Ja, die Karawane kann wohl knicken, ne? Die ist dann wohl tot. Ja, Quest aktualisiert. Was bringt es eigentlich nochmal? Okay, ja, bla bla. Das können wir eigentlich gleich wieder wegmachen. So toll ist es jetzt auch nicht. Allerdings basieren die ganzen Dinge halt dort drauf, ne? Die ganze weitere Fähigkeiten vom Kampfmagier oder wie es heißt, basieren halt dort drauf. Elfenwurzel. Ja, die sind wohl alle miteinander hinüber. Wir ziehen weiter. Und zwar zum Schlachtfeld. Mittlerweile sieht die Karte auch recht gut aus, ne? Sache, der wird jetzt... Der geht den ganzen Scheißweg um Denerim rum. Statt hier querfeldein zu biegen. Das kann aber nicht wahr sein. Okay. Schlachtfeld. Halte mal eine Gaul-A-Anschlagtafel des Kantors. Du hast die dunkle Brut, bla bla, beseitigt. Schlechte Nachrichten. Kirchegremiumbringer. Ja, das war das. Und unbeabsichtigte Konsequenzen. Ah, das war dieser Trickser. Okay, alles klar, das ist dann auch schon erledigt. Tagebuch eines Soldaten. Das sieht auch nicht aus, als wären hier noch Leute am Leben. Sämtliche Leute abgemurkst. Und was kommt? Wolf. Ja gut, die Tiere werden sich dann natürlich geschnappt haben, was noch an Leichname übrig ist, ist klar. Na, es tut mir jetzt auch leid. Eigentlich möchte ich Gewölfe töten, um ehrlich zu sein. Ja, das ist weniger rühmlich. Gefällt mir auch nicht so gut. Ich mag das nicht, Tiere abmurksen zu müssen. Liegt jetzt einfach nur daran, dass hier überall Tote rumliegen. Und dementsprechend kommen die Wölfe natürlich auch sehr leicht an Beute dran und an Nahrung dran. Wer kann es nur verübeln? Dann sind sie natürlich auch bereit, ihr Fresser zu verteidigen. Ups. Oh. Die sind auch noch bei welcher. Na, ja, mir tun die Tiere einfach nur leid. Aber so ist es halt, wenn jemand die
Leiche beseitigt. I shall do it. Dann holen wir uns wenigstens noch das Fell von den Tieren, dass es nicht vollkommen verumme war. Wir warten jetzt auch hier Nevetra. Falls der möglicherweise noch hier ein Fell oder was gibt. I shall do it. Ja. Weil wie gesagt, wenn schon, dann möchte ich das nicht umsonst haben hier mit den Wölfe-Töter. Wenn schon, dann holen wir uns in den Wasser noch hin. So. Du sind anscheinend auch noch welche, ne? Very well. Aschekrieger-Axt. Ja, da haben sich wohl auch ein paar bis auf die Knochen schon durchgekaut. Aber für die ist es klar, für die Wölfe. Das ist natürlich umsonst Nahrung. Ja, da kommt noch immer mehr. Warte mal. So. Ja, I shall do it. kommen noch wieder mehr. So. Nietenbesetzte Lederrüstung, da wird er vielleicht Teile davon verschluckt haben. Oder sie ist irgendwie an einem Trag geklebt. Man weiß also nicht, wie sowas in den Besitz von einem Wolf kommen kann. Entweder ist es total zersetzt und widerlich halb verdaut, oder es klebt dem Tier halt irgendwie an der Zähne dran, weil er es irgendwie nicht abkriegt hat. Gut, da haben wir auch noch was. Elfenwurzel. Ja, noch. Okay, ich glaube, damit dürften wir eigentlich auch durch sein. Noch nicht. Oh, ein Bär noch. Okay, das ist dann der Endboss hier. You will learn to fear me. So, dann probieren wir es dann erst so. Und das war's dann noch mit dem Bär. As you Der hat noch eine Ketterrüstung aus Silberit. Wisst der Teufel, wie er dort rangekommen ist. Aber das müsste es dann eigentlich gewesen sein, ne? Brüder und Söhne, ja, du hast die Rekruten der Osthügelkompanie gefunden. Sie sind allesamt gefallen. Ja, keine gute Nachricht für Radcliffe, wie es aussieht. Ja. Wir ziehen auch direkt wieder weiter und überbringen die Sache. Da ist wohl nicht sehr viel Positives zu berichten. Dann können wir auch nochmal gucken bei der Gelegenheit, ob wir nicht möglicherweise beim Callenhead-Szene nochmal vorbeigucken wegen der Stan-Quest. Aber da habe ich ja schon häufiger gehört, dass der Bug drin sein soll. Ein kurzer Moment mal, ihr liebe Leute. Bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Sorry. Musste nochmal ganz kurz was checken. Ich war mir nämlich nicht mehr sicher, wie viel Zeit uns noch bleibt und habe total das Zeitgefühl verloren. Hin und wieder gucke ich natürlich auch nochmal auf die Uhr. Aber manchmal vergesse ich einfach die Zeit, wenn ich zu stark am Spiele bin. Und da habe ich überhaupt kein Gefühl mehr und habe total vergessen, ab wann ich eigentlich meinen Cut setzen muss, um auf die 25 Minuten zu kommen. So, dann liefern wir die Sache doch direkt hier ab. Alle drei. and after much sweat. Bla bla. Erfolg freigeschaltet. Söldner. Ja, dafür haben wir das jetzt auch erledigt. Das Geschenk des Schweigens. Ja, okay, dann können wir das theoretisch auch noch abliefern. Genau. Glücklicherweise ist der Gemeinschaft der Magier auch hier. In Radcliffe, sodass sich unser Besuch danach wenigstens lohnt. Also wieder Abmarsch. Und zum hintersten Winkel von Radcliffe. So, bitteschön. Take this. Bla bla. Gibt wieder ein Gold. Okay. Gibt's neue Quests? Nee, die gibt's nicht. Okay, alles klar. Wisst Bescheid. Dann hätte man das auch erledigt. Und
Ich freue mich gerade, was wir noch als nächstes dann noch machen können. Wir haben auf jeden Fall noch genug Sachen, die ausstehen. Hoppla. Bin ich mal wieder falsch abgebogen. So viel zu meinem wunderbaren Orientierungssinn. Da werden beispielsweise hier diese Blackstone-Verbindungsmänner. Das wäre, glaube ich, wenn wir Krieger wären, ne? Oh, oder kann ich einfach die sowas machen? Kann ich was für euch machen? I represent the Blackstone Irregulars. We're a mercenary company that fell on hard times after the war with Orlais. I'm sure you know that times are getting worse every day. With your help, Okay, cool, kann ich auch machen. used to Ferelden once more. Ja gut, wie kann ich helfen? Our leaders thought you might be willing to help. Each of our posts in Ferelden will contain letters addressed to you. Unlike most who work with us, you're getting letters straight from Raelnor and Tauran, our leaders. I hope this tells you how highly the Irregulars regard the Grey Wardens. Ja gut, gucke ich mir doch an. Thank you. When you've completed a mission, just return to me or any of our members stationed Okay, at the cool. Irregulars post. We'll make sure your efforts are rewarded. Maker's blessings light your path. Gut, ich habe gedacht, das könnte man nur als Krieger machen. Pflichtversäumnis. Meine Freundin, die Freischärler, benötigen die Dienste eines vertrauenswürdigen Mitarbeiters, der einige Deserteure aufspürt und sie zur Verantwortung zieht. Wenn ihr das für uns tut, werdet ihr entsprechend belohnt. Die Deserteure haben kostbare Vorräte entwendet, die für die Zukunft der Freischärler als kämpfende Organisation von äußerster Wichtigkeit sind. Verfahrt mit diesem wertlosen Gesindel nach eurem eigenen Ermessen und bringt als Beweis für euren Erfolg die gestohlenen Vorräte mit zurück. Es werden weder Fragen nach euren Methoden noch nach dem Schicksal der Deserteure gestellt werden. Wir vertrauen auf eure Umsicht in dieser Sache. Ihr findet die Deserteure vermutlich an folgenden Orten. Samael Kallenherdsee, Layson, Denerim. Ah, das ist der Typ. Ja, okay, verstanden. Tornas Frostgipfelgebirge, euer Freund Tauran. Nehmen wir doch glatt A. Gut geschmiert. Meine Freundin, ich habe eine Aufgabe für euch, die ein gewisses Maß an Taktgefühl und Diskretion erfordert. Ich denke, ihr seid perfekt dafür geeignet. Die Blackstone-Freischärler können ohne die Gönnerschaft der adeligen Magier und anderen Gruppen, die unsere Dienste in Anspruch nehmen, nicht überleben. Damit diese Dienste aber eine Zukunft haben, müssen wir sicherstellen, dass die Leute auch unsere Interessen wahren. Aus diesem Grund bitte ich euch, eine Reise nach Denerim zu unternehmen und dort gewissen Personen unsere Wertschätzung auszudrücken. Kehrt zurück, wenn dies erledigt ist, damit ich dafür sorgen kann, dass ihr eure Belohnung erhaltet. Euer Freund Tauran. Nehmen wir doch auch an. Alles klar. Hervorragend. Da hätten wir wieder ein paar Sachen, wo wir rumreisen können. Optimal. In Denerim werden wir natürlich als letztes wieder aufschlagen, weil ich doch einfach mal vermute, dass die Freischärler auch in Denerim eine Art von Verbindungsmann haben werden. Das passt ja hervorragend. Ja, da haben wir die nächste Episode definitiv noch ein paar Quests für uns. Dass wir die ganze Sidequests hier noch erledigen können, wenn möglich. So, Kellenherdsee, Orzammar und wo war noch einer? Denerim, Frostgipfelgebirge und Kellenherdsee. Okay. Zum Kellenherdsee wollten wir sowieso noch. Aber da können wir genauso gut vorher noch zum Frostgipfelgebirge gehen. Und von da aus dann im Prinzip, ne, von hier aus dann direkt hier weiterreisen. Aber jetzt gibt es anscheinend wieder eine kleine Begegnung am Ufer vom Kellenherdsee hier. Und es lädt wie Sau und hat kurz Kanker. Okay, dann wollen wir doch mal. Okay, Darkspawn tatsächlich. Und Redcliffe-Soldaten kämpfen gegen die Darkspawn. Wir unterstützen zuerst die. Wisst Bescheid, wenn Tuba-Musik wie Sau kommt, das kann ja nur Darkspawn sein. Die haben Oger dabei. Scheiße. Den Oger müssen wir schnellstmöglich außer Gefecht setzen. Die gleiche Versteinerung hinterher. So, alle drauf. Und hinten stehen noch ein paar Bogenschütze. Ich glaube, unser Verbündeter aus Redcliffe überstehen das. Und dahinter steht noch einer rum.
Okay. Ausgezeichnet. Dann haben wir hier unsere Radcliffe-Verbündete hier auch nochmal gut geholfen. Leichnam eines Ritters, der nur einen tiefen Pilz bei sich hat. Das ist etwas peinlich. Goldring beim Oger und Wundumschlag. Warum auch nicht? Auch Oger sind hin und wieder mal verletzt. Streitkolben der dunklen Brut aus Stahl, also Müll. Sieht aus, als hätten es die Ritter zuerst erwischt. Finde es aber immer mal wieder ganz interessant, was man so auf der Weltkarte an Sache erlebt. Ja, die stehen einfach nur seelenlos rum. Was haben die Ritter noch bei sich? Elfenwurzel ist ja vollkommen logisch. Was ein Ritter halt so bei sich trägt. Nicht irgendwie schwere platte Rüstung und so, was ich hätte nehmen können. Aber ja, läuft. Okay, weiter geht's. Jo. Wir ziehen munter weiter ins Frostgipfelgebirge und kümmern uns da um den garstigen Deserteur. Und wo der in Denerim steckt, wissen wir ja mittlerweile. Der Deserteur. Den haben wir jetzt schon zweimal getroffen, den Kerl. Gucken wir doch gerade mal. Hier wird zwar nichts angezeigt auf der Karte, aber ich bin mir sicher, den kriegen wir. So. Wird wahrscheinlich irgendwo draußen rumstehen, ne? Ich gucke gerade mal, wie der Kerl heißt. Tornas. Okay, dann werden wir hier irgendwo finden. Deserteur Tornas, da steckt er jo. So, hallo? Ja, ich bin hier im Namen der Blackstone-Freischärler. Ich habe gehört, du hättest die Gilde-Vorräte gestohlen. Oh, I see. Tauren must have sent you. I refuse to answer to a pawn of Tauren. Okay. Come, men, to arms! Auf ihn, Freunde! Na dann, mach ich dich halt platt. Blöd, Mann. Die Gauner Mama noch fertig. Oh, der hat sich schon entzogen. Tja, das war dann das. Goldring, Frostband ohne Vorratsbündel. Gut, das war dann das. Die Typen haben nichts mehr parat. Nö. Oder sich halt ein paar Gauner schafft noch. Na gut, sei Problem. Stufe 19, Stufe 18, 19, 19. Stan hinkt ein bisschen hinterher. So, dann kümmern wir uns auch um den am Callanhead See und hoffentlich kriegen wir da noch was an Hinweise zu Stans Quest. Das finde ich nämlich wirklich sehr, sehr schade, dass wir das nicht so hinkriegen. Da habe ich nämlich häufiger gehört, dass dort Bug drin sein soll in der Quest. Das finde ich sehr schade eigentlich. Aber wir gucken uns jetzt einmal um für die 3 Minuten, die uns noch bleiben in der Episode. Vielleicht auch 4, wenn wir ein bisschen gründlicher suchen. Dann schauen wir mal erst noch den Deserteur. Aber die haben ja normalerweise immer Deserteur noch im Namen mit, ne? So hießen sie halt mit Vornamen Deserteur Samael. What business would the mighty Grey Wardens have with a man like me? Jo, Blackstone Freischärler, nicht Frauschärler. Hier Gilde Vorräte. But I have no time to straighten this out for you. Men, let's teach the Grey Warden a lesson about trust. Ja gut, ach wieder. Auf ihn, Freunde. Dort auch wieder zwei zwielichtige Gauner um sich selber Spiel. Oh, da mischen sich sogar noch die Templer mit ein. Ach, wenn der Templer mit Faustkampf freigeht. Tja, da gibt es auch ein Vorratsbündel. Und wir gucken uns jetzt trotz allem noch einmal um. Ich nehme mal an, hier gibt es auch nichts anderes mehr, ne? Good to see you again. Ja. Dito. Auch nix. Okay. Mit den 2 Typen kann ich auch nicht retten. Gucken jetzt nochmal in Gefährten. Der Schwert der Beresat. Bla 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 bla. Tja, da steht jetzt aber auch nichts vom Callanhead See. Er hat mir das aber erzählt, dass es hier sein soll.
Insofern gucke ich mich jetzt hier nochmal um. Sehenswertes Boot. Da steckt ach kein Hinweis, ne? Nee. Der Templer hat nicht auch zufällig einen Hinweis? Nee. Ja, der ist einfach heilig wie Sau und bet wie noch was, dass es gerade so kracht. Nee. Ich finde das sehr, sehr schade. Keinerlei... Da ist aber... Nee, das ist aber irgendeine Mischgabel oder was? Oder irgendein Dreizack zum Angler. Hm. Schade, hier gibt es keinerlei Hinweise. Das ist wirklich blöd, wenn dort der Bug drin ist. Ich hätte gern Stan eigentlich noch sein Schwert besorgt. Sehr, sehr schade. Gut, dann gucken wir jetzt auch nochmal hier bei dem Händler, beim Wirt. Bla. Hier, bitteschön. Weil ich mal gucke, ob der möglicherweise noch Giftextrakte für uns hat. Hat er dann welche? Sieht nicht so aus. Nee, schade. Schade eigentlich. Okay. Ich finde es echt doof. Von Denner hat auch keiner irgendwie, ne? Nee. Good day. Nee, die sagen mir auch nichts. Also, I shall do it. es ist, hoppla. Nur schier verschluckt. Es ist offenbar der Bug drin. Sehr, sehr schade. Das ist echt blöd. Ich würde aber sagen, ihr liebe Leid, ich mache dann hier trotzdem einen Cut für heute. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins of Pelzig. Oh, da steht auch noch einer rum. Plünderer. Back off! I was here first. Ihr habt ein zufälliges Schwert gefunden, oder? Why, you looking to buy one? Nur wenn es ein Kunari-Schwert ist. A Q what? Es wäre vermutlich ziemlich groß und urhandlich. Oder diese Riesen, die ihr gerade ausplündert. Oh, them. But to tell the truth, this place was mostly picked clean when I got here. I got part of a glove the wolves didn't chew too badly, though. I think it was a glove, anyway. I know, don't say it. I got cheated. I knew the guy who was here before me. He sold me this spot. Said he found giants and all kind of crazy valuables. He didn't mention that he'd taken everything but the bones and the dirt already. His name's Ferrin. Squirrely little bastard, if you ask me. Which you didn't, but I said it anyway. Wo ist der jetzt? He was going to Orzammar, he said. Ah. I imagine he's gotten there by now. If you find him, tell him I sent you. It'll scare the piss out of him. Ah. Ja, den kennen wir doch, ja. Ach, die Quest ist jetzt aktualisiert. Hervorragend. Ich habe irgendwie nie dran gedacht, Moldohi zu gehen. Dann gehen wir tatsächlich nochmal zum Frostgipfelgebirge zurück. Und ich würde sagen, wenn wir da angekommen sind, sollten wir überhaupt ankommen. Ich glaube, jetzt kommt nämlich noch ein kleiner Hinterhalt. Und es gibt wieder eine Rückmeldung. Perfekt, ne? Wenn es lädt und dabei sich beinahe aufhängt vor lauter Gut, machen wir das auf jeden Fall jetzt noch fertig, die Begegnung. Und wenn wir im Frostgipfelgebirge sind, machen wir nochmal einen Cut. Ah, das ist der wieder. Okay. Nee, von dem möchte ich allerdings jetzt nichts. Wir reisen weiter. Glücklicherweise kein Kampf, der das Ganze nochmal unnötig aufhält. Und da würde ich doch glatt sagen, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins of Pelzig. Nachdem wir jetzt schon der Aufhänger-Kapitän hier mit dem Schwert der Beresat, dass wir Stans Quest auf jeden Fall einmal auf die Reihe kriegen und das Ganze einmal lösen können, weil ich bin auch gespannt, was das im Endeffekt für fette Waffe wird, die er dann kriegt. Und ob die möglicherweise besser ist als Sayusaris. Das werden wir dann sehen. Also, machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan. Yankee.